Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind ja dort mitten wieder im kleinen Dörfli stehen geblieben, und zwar im Lager der Winterhufe, und haben also plus minus alle Quests erledigt, die es eigentlich zu erledigen gibt. Ich habe ja die letzte Folge mich wirklich darum gezwängt, jetzt unbedingt Level 70 werden, und das haben wir jetzt also weit anbekommen. Ich mache mich da direkt mal auf den Weg zu den 2 Quests, und zwar findet den weißen Nebelläufer und nach Eindringlingen Ausschau halten, weil wir haben ja wirklich nur noch ein einziges Kapitel vor uns, das wir erledigen müssen. Dann haben wir die heulenden Fjorde abgeschlossen. Und ich würde sagen, danach würden wir uns dann langsam Richtung Drachenhöhle begeben. Oder in die Grizzly-Hügel. Das könnten wir uns ja dann immer entscheiden, wenn es mal so weit ist, würde ich mal sagen. So, ich tue mich da jetzt mal schön gemütlich platzieren und kann da mal mein Autoflüge rein tun und mal eine neue Fähigkeit anschauen. Und zwar Aspekt der Schildkröte. Ihr wehrt sämtlichen Angriffe ab und verringert 8 Sekunden lang sämtlich von euch Liter und Schaden um 30%, könnt jedoch nicht angreifen. Das ist eine neue Fähigkeit, die wir bekommen haben. Zu unserem Level 70 plus minus ist nicht mehr dazugekommen. Wo ist eigentlich die Fähigkeit da? Mir persönlich sagt sie jetzt gerade momentan nicht so viel zu, weil ich komme 30% mehr Schaden über und kann 8 Sekunden lang nicht angreifen. So, okay, für was? Vielleicht finden wir das ja dann noch raus im Verlauf des Spiels, für was ich die eigentlich genauer könnte dann verwenden. Am Schluss haben wir dann wirklich gar nichts mehr bekommen. Talentenmäßig können wir so den ersten mit Level 75 nächsten über, und zwar dann die Reihe da können wir dann auswählen, sobald wir Level 75 geworden sind. Aber mehr kann ich dazu gerade momentan nicht sagen, außer dass wir jetzt einfach ganz gemütlich langsam weiterquesten und hoffen, dass wir in dieser Folge unser Level 71 anbekommen. Also ich würde mich natürlich ziemlich darüber freuen, weil das ja mein Ziel ist, jede Folge ein Level ab. Und eigentlich sollte ja die Folgen nicht allzu lang werden, oder? Ich meine, mit der Zeit wird es dann auch langweilig zuschauen, besonders wenn man eine längere Zeit das Gameplay schaut. Ich meine, ich persönlich schaue ja selber auch Let's Plays und weiss, wie es ist, wenn man dann einfach über eine gewisse Zeit aus einfach sich denkt, so, mag jetzt nicht mehr. Dann haben wir da eine neue Quest vom weißen Nebellaufer, und zwar weißen Nebellaufer möchte, dass ihr 10 Artefakte von stellenden Tor aufsammeln. Kehrt zu ihm zurück, sobald ihr alle habt. Er befindet sich am stellenden Tor. Dafür würden wir einen neuen Hals bekommen, der uns ziemlich viel bringt. 2 kritische Trefferwert, 4 Ausdauer und 3 Beweglichkeit mehr. Ich sage, die Quest nehme ich sogar liebend gerne an. Für das müsst ihr nachher einmal nachschauen, ob ich da jetzt irgendwie die neuen Gegenstände schon ausgerüstet habe. Oder kommen wir gerade zur nächsten, und zwar Fernläufer Himmelswolke. Möchtet, dass ihr 7 seiner Fernläufer der Winterhufe befreit. Meldet euch wieder bei ihm, sobald ihr eure Aufgabe erledigt habt. Er befindet sich im stählenden Tor. Also das ist in dem Fall das stählende Tor. Wir müssen da jetzt irgendwelche 7 Leute befreien. Also das sind die Artefakte, die ich machen muss. Und befreien muss ich gar nichts. Befreien ist dann eher, also da vorne muss ich befreien und in dem Bereich muss ich ein Artefakt suchen. Sehe ich das richtig? Okay, komm, ich kümmere mich direkt zuerst mal um die zu befreien. Ich wollte jetzt mal schnell anschauen, wir haben ja noch ein paar neue Sachen bekommen. Aber die lohnen sich ja fast schon eigentlich gar nicht mehr. Doch, der da lohnt sich. Und zwar tun wir den Wechsel zur Ring der Ansehen. Das wird der da, hä? Dann haben wir dann nämlich schon ein bisschen mehr Wert. Und zwar 3 Beweglichkeit, 3 Ausdauer und 7 kritische Trefferwert. Das sage ich natürlich auch nicht, nein. Ich glaube, in denen drinnen müssen wir sie befreien, hä? Sehe ich das richtig? Aber da drinnen ist ja gar niemand gewesen. Hä? WTF? Okay. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es die Kokons sind, die die Spinnen gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie dann ein paar nämlich eingefangen von denen. Aber wahrscheinlich sind einfach ein paar leer und ein paar sind besetzt. Jawohl! Da haben wir schon einen von 7 gefunden. Dann wir uns da ein bisschen umeinander schleichen und schauen, dass wir da einen nach dem anderen verwischen. Und zwar nochmal einen da. Ist da noch drinnen gewesen? Jawohl! Dann haben wir da hinten nochmal einen. Dort ist keiner drin. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Wie es aussieht, verwünscht man nicht. Ihr habt mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Ich stehe in eurer Schuld. Super! Ich mache dich darauf aufmerksam, wenn ich mal wieder deine Hilfe könnte benötigen. Dann komme ich zurück und rufe dir an, ich kurz das Phone und dann sage ich dir, hey Bro, ich habe da eine Aufgabe für dich. So. Nochmal im Falschen. Es wird in dem Fall doch nicht so leicht sein, wie ich gedacht habe. Können wir gerade mal da drin schauen, ob wir da haben wir nochmal einen drin. Okay, alles klar. Was hast du uns zu melden? Wolltest du uns begleiten oder tust du jetzt auch noch das Textchen erzählen? Nein, die tut uns noch ganz kurz begleiten. Und jetzt verschwindet sie. Ihr habt mich vor einem sicheren Tod bewahrt, ich stehe in eurer Schuld. Ja, das hat mir letztes Jahr schon gesagt. Ich will mir das nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil ich habe eine sehr komische Anliegen in meinem Leben. Ja, ja. So. Dann haben wir da gerade den nächsten gefunden, dann haben wir schon 5 von 7 zusammen. Aber was ich jetzt da mache ist, ich überflüge die einfach so gottsjämmerlich, wie so ein richtiger Noob. Weil es mir zu blöd ist, da noch gegen andere Kreaturen kämpfen. So, haben wir schon die 7 zusammen? Nein! Da war gar niemand drin, oder? Doch.
Ein kleines Spinnenlist da drinnen gewesen. Aber jetzt haben wir da... Ich habe einen Agro drauf. Ich kann nicht auf mein Reittier. Aber von wem? Da drinnen? Nein, da drinnen hat sich auch wieder etwas nicht befunden. Ich muss gerade mal schon schauen. Der könnte uns noch angreifen da. Viel von weitem. Der wird uns eh verfolgen. Okay. Wo haben wir da noch so einen Kokon? Kokon! Komm jetzt! Dann räumen wir halt schnell den aus dem Weg. Ich schaue mich jetzt gerade noch ein bisschen umeinander, ob wir da irgendwo noch einen Kokon haben. Das sieht nicht danach aus. Dann überfliegen wir die Kurzsituation nämlich schnell. Und zwar... Wo haben wir noch einen? Wo haben wir noch einen? Da haben wir einen. Okay. Dann schaue ich, dass ich mich da ein bisschen abseits lande und... Jawohl, das war der letzte gewesen. Würde ich sagen, ab auf unser Mount und ab in die nächste Quest rein. Dann haben wir nämlich in dem Fall soweit alle befreit. Nice. Jetzt haben sie auch wieder 7 Gefährten mehr, die ihnen helfen können, da irgendetwas zu machen. Das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, darf ich nicht sagen. Oder wollte ich besser gesagt nicht sagen. So. Dann tun wir da noch schnell Artefakte einsammeln. 10 Stück brauchen wir. So, dann haben wir schon das erste. Der wird bewacht, das Artefakt. Das heisst, den müssen wir schnell aus dem Weg räumen. So, dann kann ich noch mal ganz kurz mal das Artefakt in dieser Zeit einsammeln. So, looten. Da unten ist gerade noch irgendjemand anders dran. Ein Taurer Todesritter, der gerade die gleiche Quest versucht wie mir. Jetzt müssen wir schauen, dass der uns da nicht so vorkommt beim Einsammeln von der Artefakte, weil das würde mich ziemlich nerven, wenn wir da nicht vorwärts kommen. So, da. Ich schon schauen. Da unten im Wasser haben wir noch eins. Ziemlich abseits, das ist schon mal gut. So, da. Dann haben wir das da gefunden. Oh, und schnelles Reiten könnten wir jetzt noch erlernen. Aber das Problem mit dieser Sache ist, das ist, glaube ich, eben über 5000 wert. Also, die kostet über 5000. Und mir so viel Geld habe ich nicht. So viel Gold habe ich nicht. Wir haben gerade zur Zeit. Wie viel haben wir? Wir haben zur Zeit fast 500, aber keine 5000. Also, da fehlt noch mindestens ein Null dran. Und daher würde ich sagen, ich ignoriere das nämlich, das Plus-Minus. Und so schaue ich dann mal, wenn wir bei einem Reitlehrer sind. Weil ich wollte jetzt mich nicht unbedingt extra auf den Weg dorthin machen, um nur das schnelle Reiten lernen. Weil eben, ich habe nachgeschaut beim letzten Mal, wo wir dort waren, dort hat es geheißen, mindestens 5000. Und das ist ja schon ein gröber guter Batzen. So, dann räumen wir den da weg. Der da ist beschäftigt mit denen abmurksen. Oh, dann kümmere ich mich aber um dich da. Come on, come on. Es macht ja nichts, wenn wir mal ab und zu noch einen von euch ausschaltet. Ich habe wahrscheinlich das Gefühl, wir dürfen das nachher nochmal wiederholen. Komm. Ist mein Drachenfalk gestorben? Palappi, mach die Augen auf. Wie es aussieht, bin ich da wieder voll bei der Sache. Ich muss mehr meine Drachenfalken im Auge haben. Ich muss mich unbedingt mehr auf meine Drachenfalken konzentrieren. Ich habe eigentlich gemeint, jetzt hätte ich es im Griff mit dem, aber wie es aussieht, ganz und gar nicht. So, la. Ja, der ist auch auf der Suche nach diesen Artefakt. Ah, was? Spinnst? Abfahren. So, der ist wirklich auch auf der Suche nach diesen Artefakt. Er hat jetzt gerade das nächste gefunden. Wir kümmern uns in dem Fall um das da. So, la. Sollte gut funktionieren. Come on, come on, come on, come on. Gib nach, gib nach. Du kannst dem Ton nicht entweichen. Du kannst dem Ton nicht entweichen und voll. Nice. So, da haben wir schon mal 7 von 10 zusammen. Wir machen, wie es aussieht, einiges an mehr Damage als Todesritter da sogar. Der hat jetzt 10-mal länger gebraucht als wir, um die zu töten. So, Artefakt, Artefakt. Die könnten auch ein bisschen schneller respawnen, damit man da vorwärts kommt. Besonders wenn halt 2 Grad aufs Mal sind. Aber der ist jetzt gerade davon geflogen, bedeutungsweise. Er sollte fertig sein mit dieser Quest. Nice. Nice, 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 nice. Aber es hilft mir nicht weiter, weil es hat kein einziges Artefakt mehr. Hallo? Sind respawnen? Ah, da haben wir gerade eins. Ah, wir haben doch noch eins gefunden. Halleluja. So. Die Lölis da sind wir eben auch nicht ganz koscher. Ich finde es aber noch ziemlich cool, dass wir aus dem Reittier das können wenigstens einigermaßen schön umgehen, mit denen müssen zu kämpfen. So, da haben wir das nächste Artefakt. Moin moin. Und weiter geht's. Jetzt fehlt das auch schon nur noch eins.
Jetzt hoffe ich, dass das irgendwo da mal spawnt. Bis jetzt sehe ich aber noch keins, ausser ich bin wirklich gerade schwer von Begriff und das ist etwa der Fall bei mir. Hallo? Wo bist du? Mein letztes Artefakt. Ey, das lädt jetzt wirklich gerade auf sich warten, bis die da gerespawnt werden. Das Kreis, das Kreis, das Kreis. Ich habe meine Augen richtig gut offen, auch ohne Brille sollte ich das eigentlich schaffen zu sehen. Aber irgendwie finde ich keins. Da drinnen. Ah, was? So per Zufall da reingegüchselt und gerade noch gesehen, da hat sie noch eins. Dann sammeln wir das noch ganz kurz ein. Interessiert das, wie es aussieht, nicht. Jetzt wollte ich ja sagen, interessiert es nicht. Komm, dann können wir abhauen. Der wollte einfach seine Bergarbeiten machen, aber wie es aussieht, hätte es doch nicht können sein, dass in seinen Finger in Sachen reinzumischen, die ihn ganz und gar nicht angehen. Und zwar, wenn ich meine Quests erledige. So. Jorliti, wir haben es geschafft. Würde ich sagen, geben wir jetzt gerade schon gemütlich die 2 Quests, aber schauen, ob die noch etwas weiteres für uns haben. Und ob die eigentlich auch das letzte Kapitel für uns sind. So, weiter, Quest beenden. Weißer Nebellau, verstallendes Tor, hat euch geraten, euren inneren Aufruhr durch Meditation am Frostklingenschrein zu besänftigen. Wir müssen unsere innere Unruhe besiegen. Das bringen wir gut an. So, jetzt wollen wir ganz kurz neu, ich will direkt einmal darauf tippen, dass wir eigentlich... Ja gut, da würden wir halt Tempo führen, aber 26 kritische Trefferschaden mehr. Nein, komm, wir gehen auf unseren Rücken. Ich würde sagen, das nehmen wir so mit. Und du hast keine weiteren Quests für uns. Das heisst, wir haben jetzt gerade momentan nur noch eine einzige, aber wir haben 2 neue Sachen erhalten. Den Hals, den ich vorher schon mal vorgelesen habe. Haben wir eben 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer und 10 kritische Trefferwerte mehr. Das ist natürlich ziemlich nice. Und einmal unser Rücken. 2 Beweglichkeit, 2 Rüstung, 4 Beweglichkeit, 5 Ausdauer und 3 kritische Trefferwerte mehr. Und er sieht, glaube ich, so plus minus sogar noch schick aus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da hat mir jetzt dem besser gefallen mit dem Fell oben dran. Aber wir müssen uns zufrieden geben mit dem, was wir haben, würde ich jetzt mal sagen. Und machen uns schön gemütlich mal zu unserer inneren Ruhe. Wo ist denn die? Die ist da oben. Ach komm, verarschen andere. Ich will Level up werden noch. Nein. So, dann machen wir aus dem Fall doch auf den Weg dafür. Ich würde sagen, ich mache das automatische Flügen mal mit rein. Wir haben jetzt noch eine Quest, und zwar Alpha War. Die Frage ist jetzt einfach, wo ist die, oder? Ich hätte lieber noch mal in uns Lager, ob es da noch mehr Quests hat. Also komm, suchen wir lieber unsere innere Ruhe. Ich muss meine innere Ruhe finden. Ich bin immer so nervös und so aufgebracht. Ich muss meine innere Ruhe finden. Wusa. So, wir sind auf dem Weg dorthin. Das mache ich aber sogar noch ein ziemliches Stück. Ist das überhaupt noch in dem Gebiet drin da? Ist, glaube ich, schon noch in dem Gebiet drin. Nicht, dass das jetzt übergeht ins nächste. Weil die Grizzly-Hügel... Nein, es geht in die Grizzly-Hügel. Sehe ich das jetzt richtig? Die Quest hat dann gar nicht mehr mit den heilenden Fjorden, sondern mit den Grizzly-Hügeln. Hallo? Ah Mann, ja egal, jetzt sind wir schon auf dem Weg. Innere Ruhe, wir sind voll da. So, Gegenstand haben wir, glaube ich, alles geändert. Ich wollte trotzdem noch mal schnell güchseln, dass ich ja nichts vergesse. Aber ich glaube, so wie schon den Rest können wir eigentlich alles mit dem plus minus wieder verkaufen. Dass wir Platz im Beutel haben. Momentan haben wir ja schon noch ein paar bisschen Platz, oder? Ja, ein paar Felder haben wir da schon noch. Wie ist jetzt? Ah, das zeigt es mir da. 16 Platz haben wir noch. Hei. Müssen wir ganz da rauf? Sieht ganz danach aus. Ja, jetzt sind wir an der Grizzly, jetzt sind wir die Grizzly-Hügel. Wir sind gar nicht mehr in der Hollenden Fjord. Das nervt mich natürlich ein bisschen. Weil ich hätte jetzt gerne noch das letzte Kapitel abgeschlossen, aber ich gehe wirklich eher davon aus, dass das nämlich da hinten wird sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die Frage ist jetzt, ob ich das einfach ignoriere, das letzte Kapitel, und das dann irgendwann mal offline mache. Also, ich mache den gleichen Fehler schon wieder. Ich habe den gleichen Fehler wieder gemacht. Ja. Das heisst, wir haben jetzt gerade nochmal ein Dutzende Zeit verschwendet, und zwar zu früh auf mein Mount drauf gedrückt. Und wir sind da ziemlich weit weg. Wieso spawnen wir so weit weg? Ja, dann haben wir nochmal ein kleines Spaziergängchen tot, weil ich gemeint habe, ich muss wieder ab dem Mount absteigen, bevor wir überhaupt angekommen sind. Wieso passiert mir das jedes Mal? Wieso? Wieso mir? Bin ich wirklich so dumm? Also ich gehe schon davon aus, aber... Mann. So, aber ich glaube, ich ignoriere wirklich die Hollende Fjord. Also blöd gesagt, das letzte Kapitel. Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich gut vorwärts gekommen. Aber das ist halt vielleicht das letzte Kapitel, das ich dann wirklich abschließen muss, sobald ich dann Level 120 bin. Dass ich mir sagen kann, hey, da fehlt noch ein Kapitel.
komm, ich schließe das jetzt dort noch ab. Also nicht so gemeint offline, dass ich sage, hey, ich mache das jetzt bevor wir 120 sind, sondern eher wenn wir 120 sind. Wenn wir nicht sogar durchgehend zu tun haben, gerade wegen dem neuen Patch dann. So, jetzt muss ich da meine Leichen suchen. Es kann sich jetzt wirklich nur um Stunden handeln. Ich sehe meinen Charakter gar nicht mehr, der ist durchsichtig und das ganz helle Zeug da ist fast nicht mehr sehbar. Hallo? So, darum sehe ich ihn wenigstens ein bisschen. Von dieser Seite sehe ich ihn gar nicht mehr. So, da. Wie komme ich jetzt da hin? Ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt wieder dort komme. Das ist noch die andere Frage. Ich will meine innere Ruhe suchen und nachher so etwas. So finde ich nie meine innere Ruhe. Eindeutig nicht. So, muss ich jetzt irgendwie den Berg da drauf kommen, wie es aussieht, weil komme ich denn da drauf? Komme ich da drauf? Ich komme da nicht drauf, weil unsere Leiche ist komplett auf der anderen Seite und ich weiss nicht, ob der Weg da uns drauf führt. Oder nur in ein Gebäude rein. Jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir den Bullshit. Jetzt haben wir ihn endgültig. Ich kann da natürlich nicht fliegen, während wir tot sind. Das ist natürlich ziemlich mühsam. Aber das sieht eher nur nach einem Gebäude aus. Das heisst, ich muss mich jetzt versuchen, irgendwie den Berg drauf zu schlängeln. Aber ich glaube, das ist schon fast nicht machbar. Mann, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss jetzt fast versuchen, da einmal irgendwie rumlaufen, um zu schauen, ob ich da irgendwie wenigstens in die Nähe komme. Und sonst ist meine letzte Möglichkeit, mich eigentlich wieder zu respawnen am Friedhof. Am Friedhof kann ich mich dann, für das, dass ich 20 Minuten lang 70% von jedem Wert habe, kann ich mich dort respawnen und muss dann einfach meine Rüstung go heilen und machen und tun. Ach, die innere Ruhe zu finden ist so schwierig. Mann. So, la. Aber so ein Fail kann wirklich auch noch mehr passieren. Wir sind schon kurz davor gewesen, dort hinzukommen. So, ich irgendwie da zwischendurch. Das sieht nicht mal so schlecht aus. Jetzt hoffe ich, dass wir da irgendwie uns durchschlängeln können zu unserer Leiche. Das wäre natürlich nur recht flott, wenn das klappt, weil das andere wäre mir zu blöd. Ganz ehrlich, das andere wäre mir zu blöd. Wenn da unsere Werte alle 70% weiter unten haben, nein. So, komm jetzt, du schaffst das einfach da rauf. Jawohl. Er hat es geschafft. Wir kommen dieser Situation schon mal ein bisschen näher. Ach, das ist die schlimmste Mission, die ich bis jetzt je hatte in World of Warcraft. Meine Leiche auf einem Berg wieder holen. Da drüber kommen wir nicht, denke ich. Und ich wüsste nicht, ob wir denn da in ein Loch hineingehen. Ich muss aber noch aufpassen, wenn wir mit uns, nicht, dass wir irgendwie stecken bleiben. Aber irgendwie sollte das funktionieren. Wir schaffen das. Irgendwie funktioniert das. Ich versuche jetzt irgendwie mal so rausherum zu gehen. Also vorsichtig, dass ich da nicht komplett runtergehe. So, der Weg da könnte noch funktionieren. Aber ich kann für nichts garantieren. Wir probieren es mal. Sterben können wir ja nicht, wenn wir gehen. Ich schaue, dass wir nirgends feststecken bleiben. Yeah. Klappt's? Komm. Anlauf, zieh es durch. Zieh es durch. Wir sind schon ganz in der Nähe. Komm jetzt. Nur noch da drüber. Suchen wir es da rum. Komm, sind wir noch nicht genug näher dran? Nein, komm, verarsch mich nicht. Es ist gerade da um die Ecke, komm. Hey, es ist gerade da um die Ecke, bitte. Es hat sogar fremde Mannöckeli da. Komm jetzt. Wie es aussieht, komme ich wirklich da über nicht. Genau dort, wo diese Leiche liegt, komme ich wahrscheinlich nicht an. Was bleibt das da noch für eine Wahl? Haben wir da einen anderen Weg? Können wir irgendwie... Da drauf kommen wir halt nicht. Das ist viel zu steil. Wir rutschen da komplett ab. Und es ist sonst schon schwierig genug, meine Leiche zu sehen in dem Schnee rein. Also meine Geisterform. Wir müssen irgendwie da drüber kommen. Aber wie? Sag mir nur wie. Vielleicht irgendwie so mal einfach versuchen. So irgendwie so, komm. Nein, komm! Ah! Ich bin gerade voll am Verzweifeln. Ich weiss nicht, ob man es mir anmerkt. Ich habe sonst schon heute Verzweiflung pur im Gamen. Vielleicht da über wieder. Also wenn ich da drüber versuche, dann werde ich höchstwahrscheinlich runterfallen. Das kann ich jetzt schon fast garantieren. Nein, da werden wir nicht drüber kommen.
Aber wenn ich da ins Loch hineinkomme, bringt es mir auch nichts. Da bin ich auf dieser Seite da. Unsere Leiche ist irgendwie gerade da. Sie ist doch gerade da, bitte. Bitte. Komm, ich versuch's. Nein, das funktioniert da auch nicht. Ja, ich muss wirklich schauen, dass wir stecken bleiben. Das wäre das Blödste, was mir jetzt gerade passieren kann. Wir sind auf der Rettungsmission nach meiner Leiche. Und sonst muss ich es wirklich nochmal zurück zum Friedhof und muss sie wiederbeleben lassen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Dagegen kann ich nichts unternehmen. So, da. Da. Ja, das bringt auch nichts. Das ist doch alles Schwachsinn gerade. Meine Güte. Das ist absoluter Schwachsinn gerade alles. Von da durch komme ich nicht da über und dann mag ja auch keinen Berg laufen. Heb die fest und zieh die rauf. So, nein, komm. Ich glaube, das Beste ist wirklich zum Friedhof zurück teleportieren. Ich versuche es jetzt irgendwie noch so durch, irgendwie da. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube eher, da stoßen wir auch wieder an unsere Grenzen. Und von da durch haben wir es ja schon probiert. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich komme nicht mal das kleine Hügel da gerade drauf. Komm. Du bist doch ein Schwachmat, hey. Du kannst jedes mögliche an Kreaturen töten, aber das bringst du nicht an. So, dann schauen wir uns das in dem Fall nochmal da an. Und zwar Geisterheiler. Wie ihr jetzt gesehen, wenn ihr eure Leichnam findet, könnt ihr ohne Abzug wieder auferstehen. Wenn ich euch wiederbelebe, müsst ihr einen Haltbarkeitsschaden von 20% an alle neuen Gegenstände angelegt und Inventar in Kauf nehmen. Und ihr werdet 10 Minuten lang in Wiederbelebungsnachwirkungen leiden. Annehmen. Ja, ich muss. Komm, lass mich rein. So, jetzt haben wir da schon mal ein Rüstungsteil, der ein bisschen abgeschmuckt ist. Und das sehen wir da auch. Verringert alle Attribute um 75% und jedem verursachten Schaden um 75%. Ihr seid derzeit keinen Ehrenpunkte wert. Wir sind gar nicht mehr wert. Wir sind Abschum. Aber ich würde sagen, wir können ja trotzdem auf den Berg dort rauf. Das sieht eher nach einem Motivationstraining aus. Ich würde sagen, ich fliege jetzt dort mal dort noch rauf. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Also ich bleibe dann dort hückeln, mache ein Lagerfeuer für die nächsten 10 Minuten und warte eigentlich, bis der Buff abgelaufen ist und nachher würde ich dann weitermachen. Jetzt haben wir halt wirklich das Level-Up nicht geschafft, weil ich halt wieder so ein Löli bin. Wirklich ein absoluter Löli bin, wo der Fail wieder abgeht, auf sein Mount drauf zu drücken, bevor man überhaupt irgendwo ankommt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So blöd kann wirklich nur ich sein. Und wir machen das in dem Fall auf den Weg zum Berg. Und dann würde ich sagen, wir ziehen den Plan durch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn ich wieder voll ready bin, oder? Jawohl. So, machen wir das mit gemütlicher Musik und mit absoluter Scheiß-Laune gerade. Auf dem Weg zum Gipfel vom Berg. Ich schäme mich gerade irgendwie im Fall. Ich schäme mich gerade wirklich. Es ist abnormal unglaublich, wie sehr ich mich jetzt gerade schäme für den Fail. Men. Zuerst kommen wir Krisihügel, die ich nicht will. Ich kann meine hellunische Tundra nicht fertig machen. Ich soll meine innere Ruhe finden. Und am Schluss bin ich genervter als irgendetwas anderes. Kann es ja eigentlich auch schon fast nicht sein. Aber naja. Ich würde sagen, da wäre eigentlich dann der Schrein, wo wir unsere innere Ruhe finden sollen. Aber ich persönlich würde sagen, ich mache doch da ganz einen kurzen Cut und hänge es mal 10 Minuten umeinander. Ich bleibe jetzt eingeloggt, warte die 10 Minuten und würde dann nochmal die nächste Folge aufnehmen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich weiss, es ist ein bisschen schämend gewesen. Wirklich schämend. Aber ich danke vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, der Runde. Wie auch mit euch im Schweizer. Danke und ciao.